So, hallo zusammen zu der Hour of Prayer. Da sind wir wieder einmal. Ich bin schon lange nicht mehr da gewesen, aber wir haben mega coole Leute, die mit euch gebetet haben, die Themen durchgenommen. Und Susanna, was ist so heute unser Thema? Ja, wir nehmen wie immer das Thema vom Sonntag durch und du hast begonnen mit jetzt komme ich da am Mikrofon an. Du hast begonnen mit dem Sendschreiben und das Sendschreiben der an die Epheser, das geht um die erste Liebe, die wir zurückgewinnen wollen und genau das ist heute unser Thema. Ja, weil die Sendschreiben sind eigentlich so Briefe an Gemeinden und die waren ganz spezifisch für eine Gemeinde gewesen. Aber das hat sich so dann rumgesprochen und die Briefe wurden dann verteilt überall, dass Leute gemerkt haben, aber eigentlich sind es ja Briefe, die uns ja auch ein bisschen hilft, unser Leben zu spiegeln. Wie du einen Spiegel vor dein Gesicht hältst und dir mal überlegst, also wenn Gott mir einen Brief schreiben würde. Das haben beide wir gestern gemacht in der Small Group. Gestern Abend haben wir uns aufgeschrieben. Wir haben ein weißes Blatt Papier genommen, den Namen drauf und jeder musste aufschreiben, was würde Gott Leo sagen. Oh. Und dann haben wir aufgeschrieben, was ist positiv. Also du hast dir selber einen Brief geschrieben von Gott oder jemand hat das? Wir haben uns gegenseitig aufgeschrieben, was würde Gott zu Leo, zu Michi, zu Dave sagen, das Positive und auf der Rückseite, was wäre das, was Gott auch kritisieren würde. Und dann haben wir uns das aufgeschrieben, was wir glauben, was Gott auch Negatives sagen würde. Sehr interessant, war sehr positiv, weil es hilft ab und zu mal eine Sichtweise zu bekommen von jemandem von außerhalb. So, ich möchte jetzt einfach zu Beginn beten, dass uns der Heilige Geist leitet in den nächsten Augenblicken, wo wir zusammen beten und auch ein paar Gedanken austauschen, aber es sollte vor allem im Gebet sein, dass wir ein Thema anstreifen, ein paar Sachen dazu sagen und dann auch zusammen beten. Vater, ich danke dir für diese kostbare, wunderbare Zeit. Ich danke dir für das Privileg, das wir haben, wo auch immer wir sind, zusammen verbunden zu beten, deinen Namen anzurufen und zu wissen, wir sind nicht allein unterwegs. Das Gebet ist nicht nur ein Monolog, es ist ein Dialog. Wir haben einen sprechenden Gott an unserer Seite und ich bin dir so dankbar, dass du uns leitest, führst und auch uns eine Offenbarung auch gibst, über welche Themen wir ganz konkret auch gewisse Sachen vielleicht ein bisschen ausführlicher sprechen sollen. Und wir legen diese Zeit jetzt in deine Hände, weil du bist mein Hirte, du bist meine feste Burg, du bist mein Zufluchtsort und du kämpfst auch an meiner Seite. Amen. Amen. Susanna, lass uns beginnen mit dem ersten Bibeltext. Du hast es ja aufgeschrieben, der erste Gedanke. Also es fasst ein bisschen zusammen, um was es bei den Ephesern ging. Also beim Sendschreiben der Epheser und in Offenbarung 2, Vers 4-5 steht, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Und ich muss dir ehrlich sagen, die Sendschreiben sind für mich oder kann jetzt vielleicht schon sagen, waren für mich so etwas wie eine Rüge oder das machst du nicht gut und hier steht, eines habe ich an dir auszusetzen, aber dass es sozusagen ein Ansprechen von einer persönlichen Not sein könnte und dann auch einen Ausweg aufzeigt, wie ich aus dieser Not rauskomme, das hat mir jetzt am Sonntag durch deine Predigt nochmal die Augen geöffnet, weil die Epheser haben die erste Liebe verloren. Und es gibt einen Weg da hinaus und vielleicht geht es dir genauso. Also wir hatten am Sonntag Taufen im ISF und ich staune jedes Mal, wie die Menschen begeistert sind und wie man die Leidenschaft spürt, wenn sie sich taufen lassen für Jesus. Und jetzt mit Dankbarkeit sozusagen die erste Liebe auch in meinem Leben wieder zu aktivieren und nicht nur zuschauen müssen, wie die Täuflinge das haben und nicht nur zu lesen, das habe ich an dir auszusetzen und das ist nicht gut, sondern auch so ein Tool zu bekommen, wie man die erste Liebe für Jesus, für den Glauben, für Gott und damit auch für das ganze Umfeld aktivieren kann. Das motiviert mich heute extrem Wir haben 6 verschiedene Dankbarkeitshilfsmittel aufgeschrieben und da durchzubeten. Ja, weil ich habe mir natürlich den Gedanken gemacht, man kann natürlich mit dem Zeigefinger prägen und sagen, wo hast du die erste Liebe verloren und man löst Druck aus und Druck auslösen funktioniert immer für ein paar Tage. Aber man sagt, Menschen verändern ihr Leben mit einer Vision.
Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt mit dem Finger einfach sage, dann kommen Leute nach vorne und sagen, hast du mega leid, ich habe die Liebe verloren, ich will sie wieder. Funktioniert 3 Tage, aber eine Vision verändert etwas. Und dann habe ich mir ganz konkret überlegt, ja, wie komme ich dann zurück zur ersten Liebe? Und ich merke ja eigentlich, wenn ich das ehrlich bin, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, sie mussten sich immer treffen. Also 3-mal im Jahr kam das Volk Gottes zusammen. Was haben sie gemacht? Zurückgeschaut. Woher kommen wir? Wo sind wir heute? Und Dankbarkeit. Die gingen immer mit Dankbarkeit wieder zurück. Und Dankbarkeit löst in mir eben das aus, dass ich es nicht als selbstverständlich anschaue, dass Jesus für mich am Kreuz starb. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich in der Bibel lesen kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich in eine Kirche gehen darf. Und Dankbarkeit hilft mir wieder, in das zurückzukommen, was ganz am Anfang da gewesen ist. Ich nehme nichts als selbstverständlich und es macht mich auch kreativ. Und du hast jetzt 6 Punkte, wo wir uns ganz kurz erklären können. Das erste ist ganz konkret, führe ein Dankestagebuch. Und ich bin jetzt ja nicht der jetzt immer alles gerne so aufschreibt, aber ich habe die Wunder, die Gott getan hat, klein oder groß, habe ich aufgeschrieben. Weil, ich sage es auch warum, weil in den Tagen, wo du zweifelst, an den Tagen, wo du das Gefühl hast, Gott ist nirgendwo, in den Tagen, wo du das Gefühl hast, Gott hört alle Gebete von anderen, nur bei mir nicht, dann nehme ich das Tagebuch nach vorne und denke, nein, stimmt gar nicht. Die Wunder Gottes in meinem Leben sind so krass aufgeschrieben, genau für die Tage, wo du das Gefühl hast, Gottes Gegenwart ist nicht hier. In 1. Thessaloniker 5, Vers 18 steht geschrieben, sag Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er auch durch Jesus Christus möglich machen will. Und lass uns jetzt für einen Moment jetzt einfach Gott Danke sagen. Und ich beginne, wenn du sagst, jetzt habe ich keine Ahnung, meine Familie funktioniert nicht und ich bin krank, was auch immer, dann werde ich dir an ein paar ganz einfachen Punkten dich leiten, dass du Dankbarkeit jetzt erleben wirst. Also schließ mal ganz kurz deine Augen, es sei denn, du fährst jetzt Auto. Und jetzt stell dir vor, ich stelle mir das immer so vor, ein leeres Kreuz aus Holz. Weil Jesus hängt nicht mehr da. Aber ich stelle mir das Kreuz vor und ich sage, danke Jesus, dass du an meiner Stelle dein Leben hingegeben hast. Ich danke dir. Und das heißt, du hast mich so lieb und ich bin dir so wertvoll. Ich bin so kostbar für dich. Weil niemand gibt sein Leben für etwas, was nicht kostbar ist. Niemand gibt sein Leben für etwas, was man denkt, das lohnt sich nicht. Und in deinen Augen betrachtet bin ich kostbar, wertvoll, würdig, dass du sogar dein Leben hingegeben hast. Und dann kannst du deine Hand nehmen, auf dein Herz legen und du, solange dein Herz schlägt, und jeder Herzschlag ist für mich eine Botschaft, Gott hat mir wieder einen Herzschlag und wieder einen Herzschlag und wieder einen Herzschlag an Leben geschenkt. Es ist kostbar, es ist einzigartig. Ich kann mein Herz nicht selber zum Schlagen bringen. Gott hat das etabliert und es gibt auch diesen Tag, wo Gott es auch abstellt. Gott hat es angestellt und Gott stellt es auch ab. Und wenn du jetzt deine Hand auf dem Herzen hältst, merkst du, ja, es stimmt. Ja, ich habe vielleicht Sorgen, ich mache mir Sorgen, habe Probleme, habe Zweifel, habe Challenges. Aber jetzt, während du deine Hand auf dem Herz legst, fokussier dich mal auf den Gedanken, die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und unser Herz ist jetzt gefüllt mit der Präsenz, mit der Größe, mit der Güte von diesem Gott im Himmel. Und jetzt sag jetzt einfach ihm Danke, während du deine Hand auf dem Herzen hast, sag ihm Danke für alles, was dir in den Sinn kommt. Für alle diese Dinge, die Gott dir geschenkt hat, für alle die Dinge, wo Gott bereits ein Wunder vollbracht hat. Dank ihm. Dank ihm, weil die Bibel sagt, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Das steht nicht in der Bibel, das heißt, wir sollen mit einem dankbaren Herzen in den Vorhof Gottes kommen. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel, der das wieder aufmacht, dass ich begeistert und leidenschaftlich und so verliebt in Jesus bin. Sag ihm Danke. Und du merkst, wenn du Danke sagst,
ändert sich die Atmosphäre. Es gibt eine unsichtbare Atmosphäre, es gibt eine geistliche Realität und es ändert sich was jetzt in der unsichtbaren Welt. Und ich ehre dich, ich bete dich an, bin dir einfach so dankbar. Ich finde es so schön, dass im 1. Thessalonicher, den du gerade vorgelesen hast, steht, dass und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Er macht es möglich, dass wir Danke sagen können. Und deswegen kannst du wirklich entspannt jetzt hier sitzen und einfach, ich sage Gott, danke, dass ich hier sitzen kann. Danke, dass ich meinen Rücken gerade machen kann und mich vor dir, Gott, entspannen kann. Und dann kommt der Dankesfluss. Und was du auch machen könntest, jetzt wechselt dir dieser Monat, wechselt vom Mai auf Juni. Und ich habe mal gelesen, dass man so 30 Tage eine Challenge machen kann, irgendetwas, was man sonst nicht macht, für 30 Tage. Und der erste vom Monat eignet sich natürlich, weil man dann weiß, wann der 30. ist. Wieso nicht neben das Bett einen Zettel legen oder ein Büchlein oder ein Block mit einem Stift und dann jeden Abend, bevor du das Licht löscht, 3 Dinge aufschreiben, wofür du dankbar bist für 30 Tage, weil Gott macht es möglich, dass wir Dinge haben zum Dankbarsein und dann einfach mal schauen, was es mit dir macht und vielleicht hörst du es nach 30 Tagen auf, vielleicht machst du es aber auch weiter. Wow. Es ist ja wirklich so, Dankbarkeit ist etwas, was man lernen kann. Also, es ist einfach so, man kann das lernen. Ich sage immer, auch Jammern ist auch etwas, was man gelernt hat. Negativ zu sein, hat man auch gelernt. Das ist so, das fällt uns mega einfach. Und man kann eben auch diese Kultur dann bekommen, ja, man motzt und man klönt und bla bla und so. Also ich kenne das auch, by the way. Also ich spreche jetzt nicht zu euch allein, ich kenne das. Aber ich merke, Dankbarkeit ist ein Schlüssel, das kann man lernen. Dass man bewusst auch hinsitzt und sagt, ich gehe nicht in den Tag hinein, ohne einfach Gott Danke zu sagen. Und Washington, der bekannte Schauspieler, hat gesagt, du musst deine Schuhe so weit unter dein Bett stellen, dass wenn du sie nach vorne holst am Morgen früh und schon auf den Knien bist, gerade Gott noch Danke sagst. Das wäre auch was, oder? Das ist ein mega schönes Bild. Mega schönes Bild. Der zweite Gedanke, Susanna, zeigt Dankbarkeit in Beziehungen. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja nicht zu einem Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Was meinst du mit dem Zeige Dankbarkeit in Beziehungen? Also wenn ich diesen Bibeltext lese, dann heißt es, wir sind berufen, dass wir in Frieden miteinander leben. Also wenn ein Haarföhn, der ist sozusagen berufen, um heiße Luft oder auch kalte rauszublasen, oder? Das ist seine Bestimmung. Wenn er jetzt die Luft einsaugen sollte wie der Staubsauger, dann ist das mit großer Mühe verbunden. Und genau das habe ich mir vorgestellt. Wir sind also sozusagen funktionstüchtig und funktionsfähig gemacht, dass wir im Frieden miteinander leben. Das heißt ja hier, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Ihr seid dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Das ist unsere Bestimmung. Also wir sind ein Staubsauger und saugen Staub auf. Das heißt, wir sind dazu bestimmt und geschaffen, dass wir im Frieden leben und dafür sollen wir Gott Danke sagen. Frieden in Beziehungen, und ich glaube, gerade in Beziehungen ist großes Potenzial eben für diesen Unfrieden. Und ich möchte Gott Danke sagen, dass wir dazu bestimmt sind, dass wir in Frieden leben können, ja, und diese Bestimmung auch so annehmen. Die Beziehung ist immer ein bisschen kompliziert, aber es ist schon so, irgendwann sieht man dann nur noch das Negative und das eine Sache beginnt dich so zu nerven, so zu triggern. Und das führt ja dann oft auch ein bisschen, dass man das Falsche sagt, man verhält sich auch total falsch, man ist ein bisschen abgeschottet und so. Und das beginnt oft auch mit dem, dass man das Gute, das Potenzial, die Fähigkeiten Gottes nicht mehr sieht. Das ist eigentlich das Gleiche, man kann die Liebe auch in einer Beziehung verlieren. Man sagt ja immer, nach 7 Jahren ist etwas zu Ende, und es ist eigentlich so, dass die Zellen im Körper haben sich nach 7 Jahren alle erneuert. Eigentlich sind wir nach 7 Jahren immer eigentlich eine neue Person, eigentlich. Alles ist eigentlich neu. Und ich glaube auch, in der Beziehung ist das Gleiche. Man kann die erste Liebe verlieren oder man kann Dinge als selbstverständlich anschauen. Und wenn man Dinge als selbstverständlich anschaut, dann verliert es eben genau dieses kribbelnde, begeisternde, spektakuläre. Und das hat auch mit dem zu tun, wenn man dankbar eben ist,
hat das auch mit dem zu tun, ich nehme es nicht als selbstverständlich, und Dankbarkeit macht immer kreativ. Also Dankbarkeit ist nicht einfach so, ich sage nur Danke, weil wenn ich Danke sage, wird mir bewusst, was für ein Geschenk ich habe an dieser Person. Und wenn ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, dann weiß ich auch, was kann ich dann unternehmen? Also was würde Gott an meiner Stelle tun? Und dann kommt eben die Kreativität und das Frische wieder rein. Und du kannst gerne, Susanne, einfach jetzt für uns in diesen Gedanken leiten im Gebet. Ja, also am Schluss vom Kolosser 3, Vers 15 heißt, ich möchte mit diesem Vers beten, heißt Cool. es, dankt Gott dafür. Und deswegen bete ich alles, was in diesem Vers steht, mit dem Ausgangspunkt, dass wir dir, Gott, danken können. Also ich danke dir, Gott, für den Frieden. Ich danke dir, dass Christus mir den Frieden schenkt in meine Beziehung, in meine Beziehungen an der Arbeitsstelle, zu Hause, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meiner Herkunftsfamilie, mit meinen Geschwistern. Ich danke dir für den Frieden, den du schenkst. Und es ist ein Geschenk und dafür danke ich dir und ich nehme dieses Geschenk an, weil ich realisiere, ich brauche diesen Frieden in meinen Beziehungen und ich öffne dieses Geschenk und ich danke dir, dass dieser Friede mein ganzes Leben bestimmen soll und ich mache mich eins damit und ich sage, jawohl, der Friede soll mein ganzes Leben bestimmen und Unfrieden, du gehst, ich lade dich aus, ich werfe dich weg wie eine alte Kartonschachtel und ich empfange den Frieden, den Christus schenkt. Und ich danke dir, Gott, dass ich berufen bin, in Frieden mit anderen zu leben. Und ich lebe diese Berufung aus. Und ich danke dir, dass wir alle zu diesem einen Leib von Christus gehören. Alle, die wir jetzt miteinander verbunden sind, über YouTube. Wir gehören zu diesem einen Leib von Christus und dafür danke ich dir. Wir sind alle ein Körperteil und ich danke dir dafür. Ich danke dir für diese Beziehungen von den Menschen, die sich Woche für Woche einschalten und einfach mit uns zusammen beten. Ich danke dir für die Beziehungen, die ich habe, für die Menschen, die ich heute noch treffen werde, für die Menschen, die mir auf dem Nachhauseweg begegnen. Und es ist so schön, dass wir dir Danke sagen können, Gott, für all diese Dinge. Also wenn wir noch von der ersten Liebe sprechen, von der Gemeinde von Ephesus, zum nochmals den Bogen machen, vielleicht hast du später auch zugeschaltet, wo ja dann Gott sagt, kehre um zur ersten Liebe. Und umkehren habe ich gesagt, ja, wie kann ich das? Und ich habe gemerkt, Dankbarkeit ist für mich der Schlüssel, eben, dass ich wieder in das hineinkomme, wo ich sage, es ist ein Geschenk. Und ich möchte auch wieder Dinge machen. Weil wenn man verliebt ist, macht man eben alles instinktiv richtig. Man telefoniert und schreibt Karten und kauft Blumen und das ist nichts zu viel. Und irgendwann, wenn das ein bisschen nachlässt, wird natürlich auch die Tiefe der Liebe auch eine Entscheidung. Das ist auch wichtig, weil es ist ja nicht nur ein Gefühl. Aber am Ende vom Tag sage ich, es ist ein Cocktail. Es gehört wie beides in dem Sinn zusammen. Das dritte ist, verbinde deine Dankbarkeit mit bestimmten Ritualen. Und der Punkt finde ich mega einfach und mega wichtig, weil wenn ich gewisse Dinge nicht in meinen Alltag einbaue und ich noch etwas extra mache, dann wird es mir relativ schwer fallen. Zum Beispiel, wenn du, nimm ein Beispiel, einen Kaffee trinkst jeden Morgen, du sagst mal, du trinkst einen Kaffee immer, dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn ich den Kaffee trinke, dann mache ich nach 5 Minuten eine Dankeszeit zum Beispiel oder den Tee oder Frühstück. Also es ist wichtig, dass du das verbindest. Oder wenn du sag mal, du gehst dich duschen jeden Tag, kannst du sagen, unter der Dusche sage ich Danke. Aber verbind das mit etwas, was du schon machst, weil dann fällt es dir mega einfach und es ist dann wie eigentlich auch natürlich. Kolosser 3, Vers 17 heißt, all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, den Vater, für alles danken. Auch hier wieder, wir sind in der Lage, für alles Gott zu danken. Susanne, was hast du für Gedanken, wenn es darum kommt, Dankbarkeit mit einem Ritual
zu verbinden? Ich finde das persönlich extrem schwierig. Also ich sehe den Grund total dahinter, weil es ist effektiv so, ein Ritual hilft, dass man etwas im Alltag integriert. Aber Dankbarkeit, ich habe schon verschiedene Anläufe gemacht, eben zum Beispiel auch das mit am Abend Dinge aufschreiben, und ich glaube, so der 1. Juni motiviert mich jetzt mal einen Block also beim Einschlafen hinzulegen und dann 3 Dinge aufzuschreiben. Ein weiterer Schritt wäre dann, was ich auch schon gehört habe, das Handy wegzulegen, damit ich nicht aufs Handy schaue, bevor ich einschlafe, sondern die 3 Dinge aufschreibe. Aber dann kommt schon wieder, ja stimmt, da muss ich einen Wecker haben, oder ich lasse es irgendwie drauf ankommen, passt ja auch nicht. Anyway, das hindert mich dann schon wieder. Aber genau, also das Ritual mit dem Zettel, Block und 3 Dinge aufschreiben für Dankbarkeit, glaube ich, möchte ich schon einfließen lassen. Ja, jetzt kommt das Wort, aber du hast auch ein Ritual. Und das ist eben krass, wir haben schlimme Rituale uns angeeignet. Eben. Dass du mit dem Smartphone noch ganz kurz bevor du schlafen gehst, das schaust. Das ist ein Ritual. Ja. Wir haben viele Rituale, die sind eine Katastrophe. Kannst du nicht anders sagen. Also jetzt ich spreche zu mir, by the way, auch. Und ich finde, wir müssen das ersetzen mit guten Dingen, weil am Ende vom Tag, wenn ich noch scrolle, schaue, Instagram, was auch immer, das wird nicht meine Dankbarkeit und meine Kreativität fördern, das ist mehr Entertainment. Ja. Ich sage eben, auch da finde ich spreche zu mir, dass man da eben auch wieder ein System entwickelt, damit nicht das Smartphone plötzlich zu einem Gott wird, und die Dinge, die eben wichtig sind, vernachlässigt man. Und ich finde, darum ist das Ritual, wo ich jetzt sage, hört sich einfacher an, als es ist. Aber wenn ich für mich das nicht integriere in meinen Alltag, dann wird das schwierig. Und ich habe für mich so, es gibt keinen Morgen, wo ich aufstehe, wo ich nicht Dankbarkeit ausspreche. Also jetzt kommt mir gerade eine Idee. Ja. Wir könnten für 30 Tage das Handy außerhalb vom Schlafzimmer lassen. Ich kaufe einen Wecker, dann kaufe ich ihn nicht nur für mich, sondern auch für dich. Und dann stellen wir den Wecker und dann gibt es Handy erst, wenn wir aufstehen. Ja, ich sage einfach, wir alle haben Rituale, Ja. das ist mein Punkt. Wir alle haben Rituale, und sie sind schlechte Rituale, viele Dinge. Das möchte ich mit dem sagen. Und es ist auch krass, ich habe das am Sonntag gesagt, das Gute ist meistens schwierig. Es ist einfach schlecht, sich zu ernähren. Aber gesund ist schwieriger. Und darum ist eben das, lass uns das ersetzen. Und lass uns für einen Moment einfach den Heiligen Geist jetzt bitten, dass er uns zeigt, wie kann man das für dich praktisch machen. Heiliger Geist, hier sind wir. Und du bist mein bester Coach, du bist mein Lehrer, und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du mir die Augen aufmachst. Wie kann ich Dankbarkeit in meinen Alltag als ein Ritual etablieren? Und ich halte dir all das hin, was ich bin und habe, und kennst ja auch meine Seele, die auch ein bisschen noch Zeit und Platz braucht, ist ja klar, die ist auch noch da. Aber nichtsdestotrotz, du bist ein Geist, der zu mir spricht, der mich leitet, begleitet und auch unterstützt. Und immer mit dem Fokus, Jesus, dass wir mehr Liebe von dir oder für dich empfinden. Und das ist eigentlich ein sehr lohnenswertes Ziel. Yes. Nicht einfach, ach, jetzt muss ich das auch noch, sondern der Antrieb dahinter ist, dass wir deine Liebe besser empfinden können und sie auch wieder aus tiefem Herzen dir zurückgeben können, weil du dich so danach sehnst. Dafür sind wir geschaffen, und das ist alles, was eigentlich für dich zählt als erstes. Yes. Amen. Also wir sind bei der ersten Liebe, wir kommen zurück. Wir haben den Link gemacht mit Dankbarkeit. Das war für viele Leute am Sonntag ein bisschen so, oh, wie kommst du auf das? Und das macht für mich Sinn, weil alles andere sagt, du musst jetzt einfach umkehren und musst mehr Bibel lesen, mehr das und das. Ja, funktioniert vielleicht. Das ist wirklich sehr schön mit der Dankbarkeit. Dann das Dritte ist, sei dankbar für die Herausforderungen. Und der Gedanke ist für mich wichtig, weil, ich habe das am Sonntag so gut erklärt, nicht gut erklärt, ich habe gesagt, nicht gut erklärt, am Anfang ist man Single. Und dann ist man traurig, man betet für eine Partnerin, und dann erhört Gott das Gebet. Und dann hat man Kinder,
einen Job und irgendwann plötzlich nerven dich Dinge. Das Kind nervt dich, weil es nicht immer das macht, was du willst. Die Frau hat ein bisschen spezielle Gadgets, wo du denkst, wieso immer. Und ich finde es mega, mega tragisch, dass man am Anfang betet man, Gott macht ein Wunder und dann plötzlich wird das Wunder zum Problem. Und es gibt ja so, jeder Segen hat auch eine Last, das sind wie so Brüder, die gehören zusammen, Geschwister. Man kann nicht nur den Segen haben ohne die Last. Aber wenn du eine Herausforderung hast, und das habe ich ja in meinem Job sehr oft, dann habe ich gemerkt, dass bei mir etwas entsteht, das Jammern. Es ist unfair, alle anderen sind doof, ich natürlich nicht, oder? Kennst du das? Bis ich gemerkt habe, nein, das gehört dazu. Also wenn Gott mir die Frau gibt und ich habe Herausforderungen, dann wird Gott mir auch helfen, das zu lösen, weil Gott wird mir nie mehr auferladen, als ich tragen kann. Das ist so. Und wenn du sagst, aber ich trage viel, dann traut dir Gott auch viel zu. Und ich habe gemerkt, dass ich eben auch da extrem aufpassen muss, dass es bei mir nicht kippt in das Negative. Sondern wenn wir durch eine schwierige Phase gehen, und das geht man im Job, in der Familie, was auch immer, dann möchte ich dennoch nicht aufhören zu sagen, ich habe für das gebetet und Gott hat mir die Position, den Job gegeben. Und wenn ich jetzt diesen Challenge habe, wird Gott auch dafür sorgen. Das ist eine andere Einstellung, als dann plötzlich das Gefühl haben, ja, es ist nicht fair, ich brauche einen neuen Job, ich brauche eine neue Frau, einen neuen Mann, neue Kinder. Am Ende vom Tag wird es am gleichen Punkt wieder sein. Also auch die Herausforderung, sage ich mir, wie die Königin Esther hat gesagt, ich bin für diesen Moment geboren. Die hätte auch sagen können, ja, wieso muss ich das und nicht jemand anderes? Sie hat gesagt, nein, ich wurde für diese Zeit geboren, weil ich auch konkret mit Gottes Hilfe das lösen kann. Und das ist für mich ein Anliegen, das ich gerne mit euch beten möchte. Das ist ein bisschen so etwas, was man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken muss. Aber wenn Gott eine Türe aufmacht, wird Gott auch die Rechnung dann bezahlen. Das ist so mein Statement, wo ich habe. Und das heißt in Jakobus 1, Vers 2 bis 3, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, das sollten wir wissen, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Also das heißt, wenn Gott uns testet, schüttelt er wie ein Sieb. Er siebt Dinge weg, also das heißt die Steine, alles geht weg und dann bleibt am Ende vom Tag noch das, was bleiben muss. Also eine Probe, eine harte Zeit trennt uns vom Unwichtigen zum Wichtigen. Ist auch interessant, wenn jemand krank wird, also schwer krank wird, auf einem Schlag ist die Prioritätsliste wieder klar. Viele Dinge, wo du sagst, geht nicht, kann ich nicht, geht nicht, keine Zeit. Wenn du krank bist, merkst du plötzlich, was ist wichtig und was ist unwichtig. Auch hochinteressant. Also Susanne, vielleicht kannst du für uns beten, dass Gott uns eine dankbare Einstellung gibt, dass wir mit der Hilfe Gottes Lösungen haben. Und wenn wir die Lösungen nicht haben, gibt er uns den Frieden, die Hoffnung, den Glauben, dass Gott uns dennoch und trotzdem trägt in dieser Situation. Ja, und meine Frage an dich ist, was hast du gerade für Herausforderungen? Was fordert dich gerade heraus? Vielleicht dein Sohn, deine Tochter, schlaflose Nächte, finanzielle Nöte, immer wiederkehrende Sachen, wo du einfach nicht rauskommst. Und jetzt bitte ich dich, himmlischer Vater, das sind die Herausforderungen in unserem Leben. Und es stellt meinen Glauben direkt hart auf die Probe. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass ich in den Herausforderungen nicht alleine bin, sondern dass ich Glauben habe, auch wenn er jetzt auf die Probe gestellt wird. Und ich stelle mir einfach vor, dass ich bei diesen Herausforderungen ein Stück Glaube darin habe und darauf stelle ich mich jetzt. Ich habe den Glauben, dass ich Lösungen finde, Lösungen sehe, dass ich Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe, eine neue Sicht bekomme,
weil ich da auf dem Glauben stehe und deswegen nicht ins Unendliche herausfalle. Ja. Und ich danke dir für diese Herausforderung, weil dadurch wird mein Glaube fest und unerschütterlich. Ja. Weil harte Herausforderungen können uns auch die Liebe rauben zu Gott. Das ist wirklich so, dass man denkt, es ist nicht fair und wieso habe ich das verdient, was auch immer. Ich habe letzte Woche mit einem guten Freund gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, kaum haben wir das Problem gelöst, kommt schon das nächste. Mit anderen Worten, man geht von Problem zu Problem zu Problem. Und ich habe ihm gesagt, wenn wir nicht lernen, in dieser Spannung dankbar zu sein, dann wird unser Leben lang immer hoffen und glauben, ja, wenn dann das gelöst ist, dann wird es besser. Nee, es wird nie besser. That's life. Life hat zu tun mit Herausforderungen und das hat nicht mal mit dem zu tun, dass du was falsch machst. Zum Beispiel, wir haben ja die künstliche Intelligenz zum Beispiel, die es im Moment gibt, die stellt die ganze Wirtschaft, wie man Business macht, wie man Bücher schreibt, alles auf den Kopf. Die einen lieben die neue Technologie und andere sind total überfordert, aber es gibt viele Dinge, da wirst du gar nicht gefragt. Es ist einfach eine Entwicklung nach vorne, wie vor einigen Jahren, als es den Computer gab. Oder Leute haben gesagt, als das Auto kam, hat es die Pferde ersetzt. In dem Sinne. Und ich möchte mit dem sagen, man hat oft ein Problem gelöst und es kommt das nächste. Und darum ist es für mich wichtig, dass ich lerne, in den größten Challenges, die mühsam sind, nicht aufhöre, Gott dankbar zu sein, weil Gott ist ja heute hier bei mir und er wird mir auch dabei helfen, das nächste wieder zu lösen. Das 5. praktiziere Achtsamkeit. Was meinst du mit diesem Satz? Praktiziere Achtsamkeit. Also ich habe einen Verdacht, was du mit dem weißt, aber ich habe gedacht, ich frage es dich. Achtsamkeit ist ja im Moment gerade so ein beliebtes Wort schon seit einiger Zeit und das bedeutet, so habe ich es verstanden, dass man im Hier und Jetzt lebt. Also nicht in der Vergangenheit von dem, was einen belastet, was schiefgelaufen ist, was ich selber verkackt habe, auch nicht in der Zukunft, wo ich dann jetzt in einer Stunde schon bin oder heute Abend oder morgen oder übermorgen oder nicht weiß, was kommt, sondern Achtsamkeit bedeutet im Hier und Jetzt sein. Und jetzt haben wir zufälligerweise am Sonntag nach deiner Predigt haben wir eine Nachbarin getroffen und sie hat gesagt, sie geht jetzt Blumen fotografieren oder was weiß ich was, kleine Tiere oder Vögel oder irgend sowas. Dann habe ich gesagt, gut, du hast mir jetzt gerade einen Tipp gegeben, was Achtsamkeit praktizieren bedeuten kann. Zum Beispiel mit der Handy oder mit der Kamera rausgehen und Dinge fotografieren, weil das mich im Hier und Jetzt hält. Und deswegen habe ich diesen Bibelvers mit den Lilien aus Lukas 12 ausgesucht. Ich lese ihn vor, weil es heißt dort, seht euch an, wie die Lilien blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen und morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Und das sagt jetzt nicht irgendeiner, sondern das sagt Jesus. Aus Lukas 12, Vers 27 bis 28. Achtsamkeit hat für mich eben zu tun, dass man die kleinen Details eben sieht, die Gott macht. Also es können natürlich auch die großen Wunder sein, by the way, die Gott macht. Also dass man nicht einfach in diesen Tag hinein hascht und rascht. Mit diesem To-Do-Liste ist natürlich auch eine Typenfrage. Es gibt natürlich auch andere, die kommen vielleicht den ganzen Tag nicht so in die Gänge und andere sind schon grundsätzlich zu schnell unterwegs. Aber Achtsamkeit heißt eben, dass man die kleinen Dinge genießt. Und das finde ich zum Beispiel bei den Kindern. Als unsere Kinder klein gewesen sind, habe ich immer gesagt, hey, ich genieße jeden Moment, wo sie schreien. Ich genieße jede Windel, die ich wechsle, auch wenn es stinkt. Auch wenn es mitten um 2 Uhr morgens ist. Ich habe nicht einmal die Windel gewachsen und gesagt, ja, was soll die Kacke, sondern ich habe gesagt, nein, es kommt ein Tag, wo ich dafür bezahlen würde, es mitten in der Nacht aufstehen zu können. Mit anderen Worten, es ist das Bewusstsein, dass gewisse Dinge so schnell an dir vorbeiziehen und man sieht nur noch dann die Last und die Arbeit und die mühsamen Dinge. Natürlich, die sind auch da, aber man muss lernen, zu sagen, nein, das sind so krasse Momente, die sind so kostbar
und die gehen so schnell vorbei und oft haben wir das Gefühl, dass gewisse Dinge, die müssen jetzt unbedingt erledigt werden und das muss ich auch noch machen und dann meine Karriere, meinen Beruf und das und jenem. Und viele Dinge sind so relativ. Und das bewusste Achtsamkeit hat für mich zu tun, dass man eben diese kleinen Dinge oder Dinge, die man immer tut, nicht als selbstverständlich anschaut. Also es ist mega, mega wichtig, dass jeden Kaffee, den du trinkst, denke daran, es gibt Millionen von Menschen, die haben nicht einen Zugang zum frischen Wasser. Und du stellst die Kaffeemaschine an und bumm, es kommt sogar noch raus. Das sind einfach Dinge, die man irgendwann als normal anschaut. Und es ist in dem Sinne nicht, also es sollte eigentlich normal sein, aber es ist für viele Menschen nicht normal. Und darum, wenn man eben diese ganz kleinen Dinge immer das sagt, ich bin so beschenkt, ich habe Wasser, ich habe Kaffeebohnen, ich kann sogar aussuchen, ob ich jetzt Tee trinke. Also wir Schweizer fragen ja, was esse ich heute Mittag? Soll ich das und das? Nein, auf das habe ich keinen Bock. Nein, ich habe lieber Pizza, lieber Spaghetti. Ich denke immer, also alleine deine Frage, die du stellst, ist schon eine Wohlstandsfrage. Wir denken, es ist normal. Nein, es ist nicht normal. Und darum, ich möchte mit dir zusammen jetzt einfach Danke sagen für die ganz kleinen Dinge, die Gott uns anvertraut hat, wie Wasser, wie Kaffeebohnen, wie Tee. Wir haben ein Gehalt, wir haben ein System in der Schweiz, wo wir leben, in Deutschland. Wir haben Politiker, die können nicht alleine entscheiden, ist ein Team, alleine diese Dinge. Vater im Himmel, es gibt so viele Dinge, alleine, dass ich die Bibel lesen kann, weil Menschen um diese Buchrollen ihr Leben gegeben haben. Alleine, dass ich an den Gottesdienst gehen darf, hat mit dem zu tun, dass Menschen gläubig sind, dass Menschen sich auch die Zeit investieren, um das auch schön zu machen, attraktiv zu machen, damit ich diesen Glauben an dich noch tiefer und besser verstehen kann. Ich danke dir einfach für dieses Setting heute, für Menschen, die das aufgebaut haben, die sich Gedanken gemacht haben, die Kabel gezogen haben, die Kabel gelötet haben, die Linsen gekauft haben, eingestellt haben, poliert haben, geputzt haben. Jemand, der diesen Boden gereinigt hat, die Wände, die man gemalt hat. Ich danke dir für das Essen, das ich habe, für ein Bankkonto, für Finanzen, dass ich Steuern bezahlen kann. Es sind so viele Dinge, die ich dir einfach danken sagen möchte. Und es sind die meisten Dinge, fallen mir schon gar nicht mehr auf. Aber wenn ich das alles aufzähle und mal einfach durchgehe an diesen ganz einfachen, banalen Dingen, die ich habe, merke ich plötzlich, ich bin ja überreich beschenkt. Ich habe nicht einen Schuh, ich habe Schuhe zu Hause. Ich habe nicht eine Jeans, ich habe Jeans zu Hause. Ich habe nicht einen Pullover, ich habe Pullovers. Also wir sprechen immer von Mehrzahl. Alleine die Mehrzahl, die wir haben in so vielen Bereichen, zeigt einfach diesen Überfluss, den ich habe. Und ich möchte nichts und ich werde nichts einfach als selbstverständlich und als normal betrachten, weil alles, was ich habe, ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Du gibst und du nimmst. Du segnest und du leitest und korrigierst uns auch wieder. Amen. Amen. Es gibt noch einen. Mach eine Dankbarkeitsmeditation. Und Was meinst du jetzt mit dem? in meinen Augen ist es genau das, was wir jetzt eigentlich gemacht haben. Also ich habe einen Vers aus Psalm 46, Vers 11 aufgeschrieben, den du auch am Sonntag gebracht hast. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Und du hast am Sonntag so ein krasse Ilu gebracht mit diesem Becher. Also wenn du die Message noch nicht gesehen hast, schau sie dir nach und schau die Ilu. Der Becher, der zittert und das und hier und so. Und dafür wird es einfach mal drum gehen, stell ihn hin, damit er aufgefüllt werden kann. Und für mich ist die Meditation, dass ich über diese verschiedenen Bibelverse, über Dankbarkeit, und du kannst es ja, vielleicht hast du die Stellen aufgeschrieben, vielleicht kannst du die nachgoogeln oder du kannst einfach eingeben, Dankbarkeit, Bibelvers bei Google und dann kommt eine Liste von Bibelversen, also bei mir jedenfalls. Und sonst sage ich dir den nochmal, Psalm 46, Vers 11. Dann gehst du einfach mal zu diesem Bibelvers und dann liest du, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Und manchmal zum Meditieren lese ich dann den Bibelvers auch von hinten nach vorne. Dann heißt es, bin Gott, ich, erkennt und still seid. Und dann lese ich es nochmals und dann plötzlich still sein und dann
kommt das Wort, sticht dann so heraus und dann merke ich so, stimmt, ich bin ja gar nicht still. Was bedeutet denn überhaupt still sein? Und das meine ich unter Meditation. Ich staune, dass du den Bibeltext von hinten liest. Also ich habe sogar nur schon Mühe, den von vorne zu lesen in meiner unglaublichen Sprachart. Lies mal von hinten, dann stechen einfach die Wörter anders raus und das ist, ich glaube, das ist der Heilige Geist, der dann so einzelne Wörter highlightet und dann bleibe ich einfach beim Wort stehen. Aber was ich jetzt so in diesem Punkt bei dir verstehe, um das jetzt auch ganz praktisch zu schließen heute, ist, man nimmt sich Zeit. Ich glaube, das ist für mich der Punkt. Und ich möchte es nochmals verbinden mit dem Ritual. Ich glaube, Dankbarkeit, Meditation, ist ein Ritual, wo man hinsitzt. Und ich glaube, man darf sich das gar nicht leisten, das nicht zu machen. Also ich finde es wirklich, weil dann gehst du gehst durchs Leben hindurch und du verpasst viele Momente, wo auch der Heilige Geist dann gar nicht sprechen kann, weil wir ja immer zugedröhnt sind mit 1000 Dingen. Also alleine Stille zu sein, ist auch interessant, dass gibt ja diese Bibelstelle im Alten Testament, wo es heißt, Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Feuer, er war im leisen Säuseln. Und Säuseln bedeutet, das hörst du nur, wenn du mit dem Ohr ganz, ganz nahe hingehst. Und eben etwas zu etablieren, wo man ruhig ist eben gar nicht einfach, weil ich merke, wenn ich ruhig bin, dann habe ich 1000 Dinge, die mir durch den Kopf gehen. 1000 Dinge, die ich noch machen sollte. Also wenn du ruhig bist und deine Gedanken gehen in 1000 Richtungen, dann sagt das bereits schon, du bist zu schnell unterwegs. Ich sage bereits schon ein Coaching. Das ist gar nicht so kompliziert eigentlich, oder? Weil eigentlich sollte man hinsitzen können und man kommt zur Ruhe. Aber ich merke, zur Ruhe zu kommen ist schon gar nicht einfach. Und darum, nur schon, wenn du das etablierst mit einem Ritual, wirst du merken, du kommst mal runter, du kommst in diese Position von, alles ist ein Geschenk, nichts gehört dir, also du wirst nichts mitnehmen in den Himmel, by the way, nichts. Also du bist nur ein Beschenkter, du bist nur eine Beschenktin, das möchte ich wirklich sagen. Nichts gehört dir und sagt, ich habe das Geld verdient, nein, du hast es bekommen. Also in dem Sinn, das ist mega wichtig und du gibst auch alles zurück. Und ich finde, dass wir zu oft das Gefühl haben, ich habe das studiert und ich kann das und ich bin das wert und so. Es ist die falsche Perspektive. Alles ist ein Geschenk und du wirst alles eines Tages zurückgeben und du weißt nicht, ob das morgen ist. Und ich finde eben diesen Moment zu kreieren, wo man nicht einfach durchs Leben hindurch hetzt, sondern wenn du in das Altersheim gehst, sagen alle, ich hätte viel mehr das und jenes machen müssen. Der Satz ist eine Katastrophe. Also ich finde, diesen Satz möchte ich nicht sagen müssen. Also möchte ich nicht. Und ich möchte jetzt am Ende einfach beten, dass Gott dir hilft, mir hilft, auch dir Susanne hilft, auch dir Marco hilft, einfach zur ersten Liebe zurückzukommen. Und das kann bei dir was anderes sein. Aber wie gesagt, Druck und einfach auf die Knie zu gehen, ja, ändert nicht viel, man braucht eine Vision. Eine Vision, wo mir hilft, das Gefühl der Verliebtheit und auch das Fundament der Entscheidung der Liebe ist ein Paket, das zusammengehört. Und ich segne dich jetzt einfach für die nächsten paar Tage, dass der Heilige Geist zu dir spricht und du für dich ganz persönlich erkennen wirst, was sind meine Schlüssel, was ist das Kehre um für mich bedeutet. Und es wird für jede Person was anderes sein. Der Geist Gottes spricht zu dir und er offenbart dir deinen Schlüssel, deinen Weg und deine nächsten Schritte. Aber ich möchte dich einfach bitten, und das hat schon David gebetet im Alten Testament, Psalm 139, und Gott, und wenn ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ich in der Gefahr bin, vom falschen Weg abzukommen, vom richtigen Weg abzukommen, so wollte ich das sagen, dann führe mich zurück zu diesem Weg, der mich zum Leben führt. Mit anderen Worten, unternimm alles, Gott, um mich in dieser Leidenschaft und Begeisterung zurückzubringen. Und für das bete ich über dich und ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und auch des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich habe immer am Ende noch einen Wunsch, einfach wenn du das noch nicht abonniert hast, ICF Zürich, dann abonniere den Kanal, schreib in den Kommentar was rein, danke für das Gebet, weil je mehr Action da ist in dem Sinne, desto mehr ist im Algorithmus, wird das auch bekannt, dass Leute googeln und sehen plötzlich dieses Thema. Und wenn du jemanden kennst, du denkst, das wäre wichtig, dann schick einfach den Link, weil das kostet sich nichts, es ist kostenlos, ist gratis besser gesagt. Und es hilft Menschen einfach,
mit dem in Verkündigung zu kommen, weil ich habe oft, Leute geben mir einen Tipp, und ich sage immer, hey, danke, das habe ich gar nicht gewusst, dass es auch noch gibt. Darum, es ist mega, mega einfach, wie du einen sehen kannst, auch für die Predigt am Sonntag, immer Daumen hoch und immer was in den Kommentar rein, danke für die Predigt oder einfach super oder cool. Es braucht nicht viel, aber es hilft extrem, dass unser Reach größer werden kann. Es ist ein einfaches Tool ohne Finanzen, das Evangelium für mehr Menschen attraktiv zu machen. Darum danke vielmals für deinen Einsatz. Wir sagen ciao zusammen, God bless you. Schön, dass es dich gibt und Gott liebt dich grenzenlos, immer, jeden Tag, jede Sekunde, jede Stunde. Bye bye. Tschüss.